Hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Zur heutigen Folge die Messe und Kongress. Sprich also, wie die Kölner Messe und der Kongress hier nach Köln kam. Wie Sie sehen, befinde ich mich hier an der Kölnmesse. Aber die Kölnmesse ist nicht alleinig, sondern was wir dort im Hintergrund sehen, ist das Kölner Kongresszentrum. So, jetzt erkläre ich Ihnen mal, warum diese beiden Sachen hier zusammenliegen. Am Ende von Köln-Deutz bzw. vor Mülheim lebte zu Zeiten von Claudius jemand, der nannte sich Messius. So, Messius, ich habe Ihnen ja gesagt, wie Mülheim zu seinem Namen kam. Mehrfach bereits, da erwähne ich jetzt nicht nochmal. Und wie Deutz zu seinem Namen kam. Ne? So, jetzt haben ja die Ubier damals hier auf dieser Seite zuerst gelebt, bevor sie umgesiedelt wurden auf die andere Rheinseite, was wir heute die richtige Rheinseite nennen. So. Ja, aber die Ubier waren natürlich ein Volk, das da aus, ja, ich sag jetzt mal aus zeitgenössischer Herkunft her auch sehr kriegerisch war. Aber man hat nicht nur Kriege geführt, man hat ab und zu auch mal verhandelt. Ne? Sozusagen, ja, Kongresse geführt. Ne? So, ne? Jetzt wissen Sie, was da hinten mal war. Nämlich da war die geheime Kult- und Verhandlungsstätte für außerordentliche Verhandlungen der Ubier. Hat man bis heute einzigartig, wie es nun mal ist, beibehalten. Ne, hat sich über all die Jahrhunderte gerettet. Selbst als die Franzosen und die Preußen hier waren, wurden doch die Verhandlungen rund um Köln geführt. So, das haben wir jetzt schon mal erklärt. Deswegen gibt es dort hinten das Kongresszentrum. So, jetzt kommen wir zur Kölnmesse. Ne? So, ich erwähnte ja vorhin bereits Messius. So, Messius hat sozusagen kurz vor Mülheim, da wo sie immer den Müll hingebracht haben, jetzt habe ich doch gesagt, ein Lager aufgebaut. Ne? Und hier hat er immer seine Waren ausgestellt. Ne? So, also, was Leute nicht mehr haben wollen. Das, was man heute vom Trödelmarkt kennt, war praktisch dann hier auf der Schelsig in der Form eines schönen, ja, Markthauses von Messius wiederzufinden. So, das hat man natürlich ebenfalls über die Jahrhunderte beibehalten und erst durch die Preußen und durch die, ja, ich sag jetzt mal, industrielle Revolution zur Preußenzeit kam man auf die Idee, hier nicht mehr nur die alten Waren auszustellen, so was Kunst betrifft und sonst was, sondern man wollte auch neue Produkte ordentlich und fachgerecht vorstellen können. Da dieses Gebiet hier natürlich weitläufig war. Ne? Und dass sich das hier wegen der, ja, ich sage mal, guten Anbindung, ne? Ich habe ja auch erwähnt, warum es die Seilbahn gibt über den Rhein, was sich ebenfalls seit 2000 Jahren gehalten hat, also der Verwendungszweck, hat man sich überlegt, das legen wir einfach hier an diese Stelle. So, da hat man natürlich dann in den Geschichtsbüchern gewälzt, kam irgendwann auf den Namen Messius. Ja, war vielleicht in Bezug, ich meine, jetzt wissen Sie eigentlich auch, woher das heutige Name Messi, das heutige Wort Messi herkommt, war vielleicht in diesem Bezug nicht ganz haltbar und deswegen hat man das unter Preußens abgeändert und hat dazu Messe gesagt. Messe, scharf, schneidig wie Messer. Ne? Also man hat einfach das R weggelassen, man hat das Cius weggelassen, ne? Und hatte einen tollen Namen, indem man ein E anfügte und sagte Kölnmesse. So, aus der Kölnmesse entstanden hat sich das natürlich dann weiterentwickelt und sich deutschlandweit verbreitet. Das jetzt mal zuerst. Ne? Und dann wurden halt hier immer diese Top-Qualitätswaren vorgestellt, die Sie sozusagen heute online oder sonst wo kaufen können. Ja, und jetzt wissen Sie, wie es zu dem Kongresszentrum und der Messe hier in Köln kam. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat. Ich habe das jetzt in einem durchgedreht. Ja, also habe ich auch noch nicht gemacht. Ne? Ich habe ein bisschen Messi im Kopf, sozusagen, ne? Wenn ich so viel auf einmal erzählen muss. Ja, jetzt wissen Sie, wie beides entstanden ist und wissen ein bisschen mehr als vorher und damit sage ich Tschüss und lehnen Sie sich wieder schlafen.